Grüß dich zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Cyberpunk. Wir sind hier auf dem Dach, wo wir uns das letzte Mal gemütlich gemacht haben. Und was wir heute machen, das weiß ich nicht. Aus dem einfachen Grund. Du wirst, wenn du mich schon länger verfolgst, festgestellt haben, das Video kommt heute etwas später. Genau, das hat seine Gründe. Und zwar folgendes. Ich habe heute meinen Urlaub angetreten, 3 Wochen. Am 28. Juli ist der letzte Tag, am 29. gehe ich wieder arbeiten. Genau. Und es gibt viel zu erzählen, jetzt für die Zukunft auf YouTube. Man, viel zu erzählen. Kompakt und knackige Dinge sind's, die ich vorbereite, gerade. Und wenn du das siehst, Tobi, aus deinem Kommentar aus der Kommentarfolge von XCOM. Urlaub ist diesmal nicht viel. Genau, wir werden dezent in Österreich bleiben, uns ein paar Tagesausflüge machen und leider hat sich was ergeben. Ich habe mit der Freundin nur eine Woche gemeinsam und in den ersten 14 Tagen, ja, da werden wir schauen, was sich ergibt. Auf jeden Fall hat es sich so ergeben und jetzt bin ich halt da in Night City unterwegs und ja, es ist jetzt der 6.7. um 13:23 Uhr und ich weiß nicht, was wir machen können. Ich habe mir jetzt gedacht, Seitenstraße. Gut, wir gehen jetzt mal diese Seitenstraße raus und werden einmal auf die Hauptstraße laufen. Vielleicht finden wir ja rechts oder links davon eine weitere Seitenstraße, die wir begehen können. Ich hätte mir Folgendes gedacht. Ich erzähle dir in dieser Aufnahme, wir werden ein bisschen spazieren gehen. Das muss einmal sein. Während wir uns hier schöne Beine hat, die Kleine anschauen. Ja, ich werde da ein bisschen was erzählen. Knapp 20-25 Minuten lang, die heutige Episode. Wenn etwas passiert, was atemberaubendes, was weltbewegendes, werden wir das Ganze durchziehen. Und ansonsten, ja, wirst du es im Urlaub sehen. Es ist jetzt das letzte Video. Ab 14. bis von 8. bis 14. habe ich ja euch in dem Community-Tab geschrieben, eine kleine Grafik nenne ich es mal, dass ich eine Woche keine Videos hochlade und danach alle 3 Tage ein Video. Genau, der Sendeplan-Rhythmus geht normal weiter mit den Spielen, angefangen mit Sendeplatz 5, wo ich halt immer wieder einen Käse reinschneide, im Urlaub nicht. Da bleiben nur 4 Sendeplätze über und danach kommen ja eben in der Reihenfolge, warte mal kurz über die Reihenfolge, XCOM, Cyberpunk, Mass Effect und Fallout. So wird's bis Ende August weitergehen. Alle 3 Tage ein Video, ganz auf knackig. Jetzt drehst du mir aber Stop an! Ein Kiroshi der 3. Generation mit Muskeln der 1. Der kracht das ganze System zusammen! Genau die Kombination habe ich auch und ich habe keine Probleme. Man muss nur an der Software rumspielen. Kriegst du Provision pro verkauften Produkt oder willst du bloß dein Lager leer räumen? Das Problem ist nicht das Implantat, sondern die Software. Kiroshi macht die inkompatibel, damit die Spacken alle 2 Jahre ihre Muskelfasern austauschen müssen. Aber eigentlich schickt Kiroshi ein normales Signal und die Software blockiert es. Es geht nur um die Eddies. Okay. Aber wie modifiziert man das? Wenn du Interesse hast, kann ich dir einen guten Runner empfehlen. Und auf das Implantat kriegst du Rabatt. Schade, ich habe geglaubt, dass da jetzt vielleicht irgendwas Questmäßiges sich auftut. Na egal. Bis August geht es dann so weiter. Und dann verfahren wir wieder ganz normal weiter. Mit alle 2 Tage ein Video. Sendeplatz 5 ist dann auch wieder geöffnet. Und ich habe etwas vorbereitet. Ich habe sehr viel vorbereitet. Darauf möchte ich hier in dieser Reihe eingehen. Oder in dieser Episode. Und mir ist es ein bisschen ein Anliegen, wenn ihr mich schon länger verfolgt, damit ihr ungefähr wisst, auf was ihr euch einlassen könnt. Oder was auf euch zukommt. Ich habe schon angefangen, einige Intros herzustellen. Intro-Musik. Ich mache das mit dem Magic Music Maker aus dem
Das ist die Rock Edition Nummer 6 mit zig Samples und hin und her und bla bla bla. Und das geht eigentlich ganz gut voran. Und dann habe ich mir etwas überlegt. Es gibt ein Spiel, das mich schon seit Anfang der 2000er verfolgt. Das wirst du noch mal sehen. Das dauert auf dem normalen Schwierigkeitsgrad knappe 3 bis 4 Stunden. Dieses Mal aber möchte ich es so probieren, auf schwer. Ich habe das schon mal angesprochen. Das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, ist nun, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her. Das wird auf Sendeplatz 5 folgen, diesmal auf schwer. Und dann gibt es noch einen Schwierigkeitsgrad Black Ops. Dazu wirst du dann später was sehen, was ich da genau vorhabe. Episode 1 ist schon vorgespielt oder vorproduziert. Danach, das wird ein Experiment. Genau, das wird ein Experiment. Ich möchte versuchen, ich möchte andere Dinge probieren. Und zwar, ich werde noch einmal mit allem dran und drum, da gibt es auch schon auf einem Blog, den ich heute brauche, eben auch für YouTube, damit ich ungefähr weiß, was ich wann und wie produziere und hin und her und was ich dort halt mache und hin und her. Das schreibe ich mal dort alles auf. Und ja, es kam ja vor kurzem bei Generation Zero das Skyfire Update heraus. Und da hast du ja einen neuen Boss, Endgegner, den Vulture oder auch zu Deutsch den Geier. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, Geier finde ich lustig, den Namen, der gefällt mir. Ich habe selber gegen ihn noch nicht gekämpft. Der wird zu meinem, in diesem Durchlauf von Generation Zero wird dieser zum Ende hinkommen. Es gibt eine neue Art und Weise, wie du, das haben sie jetzt überarbeitet, eine neue Herangehensweise, wie du den Reaper spawnst und wie du den Geier spawnst. Dazu gibt es aber dann eine Kanalverlinkung, dazu später mehr. Ich schätze mal, irgendwann Ende dieses Jahres wird das Ganze dann stattfinden. Der eigentliche Bezug, warum ich mich auf Generation Zero nochmal eingelassen habe, und da liegt da der Hund begraben, ich möchte mich auf die Geschichte fokussieren. Den Scherengarten, das wirst du dann alles sehen, den habe ich anfangs auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und danach bin ich auf den Guerilla-Schwierigkeitsgrad gegangen, eben wegen der kleineren Herausforderung. Es hat sich einiges verändert mit diesen zusätzlichen Waffenmodifikationen, Waffenumbauten, was weiß ich, sammelt dort mehr XP, macht da mehr Schaden und hin und her und bla bla bla. Und zuerst in diesem Durchlauf wird zuerst die Geschichte im Vorrang stehen oder vorrangig sein. Ergo, wie soll ich das jetzt erklären? Zuerst die Geschichte. Ich versuche die Story von Generation Zero etwas linearer abzuarbeiten, um danach sämtliches an Ereignissen in den verschiedenen Regionen zusammenzufassen. Wie wird das ablaufen? Und zwar, ich möchte das Ganze dann so gestalten, jedes Gebiet bekommt seine eigene Playlist mit abschließender Zusammenfassung der Ereignisse. Ich musste mir etwas suchen. Ich muss da offen ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich zwecks der Story von Generation Zero, da sie ist umfangreich und sie ist sehr, wie sagt man es am blödesten, sie ist kryptisch in der Erzählweise und ich musste mir Elemente suchen im Internet, damit ich dieses Kryptische etwaig sinnvoller zusammenfasse. 3 Münder, eine Befriedigung. Geil. Naja gut. Aber warum nicht, gell? Das erinnert so ein bisschen an Total Recall mit dem Schwarzenegger und der 3 Brüste.
Gut, gehen wir weiter. Bevor das am Blödsinn schwafelt. Und natürlich, ich kann nicht hergehen und was anfangen. Es ist eine immense Herausforderung für mich. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ein Skript schreiben. Ja, ich bastle daran schon seit einigen Wochen. Der Scherengarten ist vorproduziert soweit. Die Südküstenregion ist soweit vorbereitet bzw. vorproduziert. Im Ackerland bin ich derzeit gerade unterwegs und bastle dort, dass ich in Richtung Bunker komme, den Feldzugsplan öffnen kann und dann weiterschaue. Das Problem ist, das wird für mich ein großes Problem werden, wie werde ich das Ganze zusammenschneiden. Natürlich, offline oder außerhalb vom ganzen Let's Play Geschimmel bastle ich gerade daran, dass ich den Charakter auf Level 25 hochkriege, zwecks, wie heißt's? Zwecks experimenteller Waffen und hin und her und blablablub, damit wir da mal ein bisschen weiterkommen. Und danach geht's weiter mit der Story. Genau. Also, in puncto Generation Zero wird einiges Neues kommen. Ich hoffe, ich kriege das so in dem Gedanken hin. Ich muss aber feststellen, jetzt wo ich das so sehe, jetzt wenn man das Spiel so anschaut mit der ganzen Lore etc. Mich wundert es ja wirklich, also dieses Spiel strömt ja nur glatt so vor Sex. Na gut, Sex Cells. Warte mal kurz, wo war denn die Dame mit den 3 Mündern? Wenn ich jetzt da 24 Stunden davor stehe und Real-Life-Aufnahme mache von den 3 Mündern, ist es dann sexuelle Erregung öffentlichen Ärgernisses? Keine Ahnung. Gut, nur dass du jetzt ein bisschen Bescheid weißt, was auf dich zukommt. Ich habe natürlich noch mehr vorbereitet, nur keine Panik. Und da kommt noch einiges. Ja, natürlich bin ich auch so weit gegangen, dass ich die PS3 vorbereitet habe und die Xbox 360. Wir werden viel ältere Spiele sehen. Ich freue mich riesig drauf. Muss ich jetzt... Was war das jetzt? Ist da irgendwas? Guck dir mal, Mädel. Vielleicht finden wir doch was mich kurzweilig einmal interessiert, damit es da nicht gar so langweilig wird. Also du siehst, ich habe fast über einen Monat nicht mehr gespielt. Und ich werde auch die Zeit nutzen jetzt da im Urlaub, wenn sich's ergibt, werde ich mich mal reinfuchsen. Es wird Aufnahmen geben, wo ich mir die Lore anschaue von diesem ganzen Spiel, weil von der habe ich absolut keine Ahnung. Aha. Ist was. Okay. Und um was geht's da? Oder ist es später mit einer Quest verbunden? Oder mit einer, ich nenne es mal Mission, ich bin ja ein alter Sack. Okay.
Egal, ich werde mir dieses Stück aus der Folge rausschneiden und einfach einmal beibehalten oder im Gedanken halten, wenn wir mal in puncto Level gängen, damit wir uns mal mit den Hacken befassen. Und ja, ich muss zugeben, ich bin etwas schlampig mit, ja, mit dem Auseinandersetzen hier in dem Spiel. In puncto, wo war denn der Scheiß? Das ist jetzt halt anliegt. Da. Ich bin in der Hinsicht etwas schlampig mit den Fertigkeitspunkten. Ich muss mir das alles einmal durchlesen, was und wie und warum und wieso, wann, was, wie. Und einfach einmal drauf eingehen. Das wie aber Werte. Oh mein Gott. Mädel, du schaust ja wirklich aus. Ja, du bist so typisch ich halt. Je ranziger und abgefuckter etwas ist, desto mehr Spaß macht's mir. Nach Konzert in Tokio und Sydney und Paris ist der nächste Halt direkt vor deiner Tür. Aha. Wär leicht. Feel the chemistry. Aha. Na, ist da der nächste Bums abflöten gegangen, hä? Also reinschauen tust du, naja. Aus! Aus, du Drecksau! Wer bist du? Hast du irgendwas Gescheites? Warte, ich schau dir auch rein. Passt. No future. Naja, gut. Es ist halt schon, ich mein, das ist jetzt, ich weiß, es ist ja nur ein Videospiel, aber irgendwie sehe ich sehr viel Referenzen und Bezüge zur Realität. Pure Overkill. Aha. Pure Overkill, was heißt das? Ja, keine Ahnung. Was haben wir denn da? Kiroshi Opticals. Ja. No entry. Warum? Werde ich hier durchgeschüttelt? So. Was ist da? Nix. Ich meine, was man jetzt sagen muss, sie haben sich schon viel Mühe gemacht, auch mit dem Level Design. Das muss man einen lassen. Ja, aber es hilft nichts, wenn die Spiele dann allesamt kaputt sind und rauskommen, gell? Ja, man sieht's eh. Man sieht's eh gerade, wie die Videospielindustrie den Bach runtergeht. Hilft nichts, die Leute lassen sich halt auch nicht mehr verarschen, das ist ja das. Was ist da? Ja, schöne Beine hat die Kleine. Achso, da geht's ja direkt ins Wasser. Oder? Naja. Egal. Ja, wie gesagt, ich werde mich bemühen in der Zukunft, dass jetzt im Urlaub, wenn ich mal Lust und Zeit habe oder später mal oben raus, mich mit den ganzen Werten und Kampfsystemen zu beschäftigen. Das tue ich ja, wie gesagt, durch das, dass zwischen den Folgen über eine Woche vergeht, 7 bis 8 Tage, vergisst man irrsinnig viel und sehr schnell, gell? Aber wie gesagt, so ein Spaziergang, Milfgard. Ain't her first rodeo. Naja, bitte, jetzt haben wir es benannt. Ich hab's ja gesagt.
Aha, Yokozuna für Arme, hä? Aber ich muss doch und ehrlich gesagt sagen, eben auf YouTube findest du ja dieses Samurai-Band, was die Musik gemacht haben, halt mitunter für das Spiel. Ich muss doch und ehrlich gesagt sagen, das klingt gar nicht so deppert. When you are sky high. Wann ist das Spiel rausgekommen? 21, 20 oder 19? Ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, ich hab's in irgendeiner... ich hab das ja irgendwann einmal gesagt, jetzt vor kurzem. Oder kommt diese Aufnahme erst, wo ich gesagt hab, mittlerweile musst du Jahre warten, dass du das Spiel spielen kannst. Also und ehrlich gesagt, ich bereite momentan... Neues Gebiet wird betreten. Kabuki. Ah, Kabuki Kasaki, genau. All night, every night. Upgrade now. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ja, wie gesagt, um das Ganze jetzt hier abzuschließen. Es kommt einiges auf euch zu. Ich probiere viel Neues, bitte nicht böse sein. Und ich werde aber auch jetzt diese Episoden BZW, die 4 eigentlichen Grundspiele am Kanal, Cyberpunk, Fallout 4, Mass Effect und XCOM, werden stinknormal weitergehen. Da wird es keine Veränderung geben. XCOM macht's euch gleich gefasst, wenn ihr mich schon länger verfolgt. XCOM, Enemy Within, Enemy Unknown, Enemy Within, Teil 2 und Chimera Squad. 4 Teile oder 4 Spiele, 4, ja, nenn's wie du es willst. Die werden kommen in puncto XCOM. Mir gefällt XCOM momentan sehr. Und wenn deine Frau aussieht und kreidebleich ist, dann sollte sie am besten in ein Spital. Genau. Na, hat sie aufs Finger popelt, ha? Ni hao. Ni hao? Ja, servus. Entschuldigung, ich bin ein unterentwickelter alter Steirer. Ich möchte mir das doch mal... Naja, gut. In dieser verdreckten Drecksstadt, wo eigentlich ja nur eine Atombombe hilft, um sie zu säubern, Entschuldigung für diese etwas harte Aussage, da kannst du ruhig auf den Boden kotzen. Mhm. Ja, es ergibt sehr viel Sinn. Mhm. Hast du einen Kaffee? Na, nur Plätzgesicht. Na gut. Aus, bevor das präpotent wird und abdrifte. Das will ich wieder nicht, das willst du nicht. Wir wollen ja Cirrus Cola. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Feel free. Mit Cola frei fühlen. Naja, warum nicht? Also dann, ich wünsche dir was. Kommentare werde ich generell sowieso beantworten. Es wird halt nur zwischendrin immer wieder ein paar Tage dauern, da ich ja eigentlich im Urlaub bin und derzeit anderes zu tun habe. Bist du deppert, Alter? Der Groove haut mich um. Was willst du? Dir zuschauen. Boah, der groovt um, bist du wahnsinnig. Puh. Da haut's mir die Frisur auseinander. Gut. Also dann, wie gesagt, es kommt einiges auf euch zu. Jetzt haben wir mal bis Ende August alle 3 Tage ein Video. Die 4 eigentlichen Spiele werden folgen. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir so weit sind. Verbrechensmeldung. Neutralisiere die Kriminellen, um deine Belohnung vom MCPD zu erhalten. Hä? Was war das? Der war gut. Sichere Beweismaterial da.
Joe, das ist wichtig und das Ende naht. Ich kann ihre Stimmen hören, Joe. Der Bug sitzt im Herzen der Bestie. Meine Zeit ist gekommen, aber irgendwer muss meine Mission fortführen. Geh zu diesen Koordinaten. Dort findest du die Tech, die ich ihnen geklaut habe. Denen, die uns ausspioniert haben. Weck die Leute auf. Es ist Zeit, die Barrikaden aufzustellen. Die Konzerne wollen Blut sehen. Miss. Oh. Ja, da haben wir was für die nächste Aufnahme. Sehr geil. Haben wir doch was gefunden. Ach wie. Ich mag dich. Dringend Nachricht lesen. Voll geil. Ja, passt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Und wie gesagt, ich weiß, jeder hat ein bisschen einen Urlaub verdient. Und ihr habt es ja verdient, dass ihr mal ein paar Wochen nichts von mir hört. Also dann, bis zum nächsten Mal und macht es gut, bleibt brav. Baba dabei.